das gelangen. Ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkastel. Hätte ich gar nicht sagen müssen, das hätte ihr gleich gemerkt. Meine Kinder sind ja schon groß. Aber sagen wir uns mal ehrlich, am meisten Zauber hat Weihnachten schon mit den Kinderaugen vor dem Christbaum leuchten. Wir machen es uns jedes Jahr schön. Aber es ist doch was anderes, ob kleine Kinder dabei sind oder nur Erwachsene. Wobei die Erwachsenen jetzt nicht arbeiten möchten. Weihnachten ist ein Fest für jeden, nicht nur für Kinder, ist ja klar. Nicht, dass ihr mir jetzt da falsch versteht. Aber mit Kindern ist halt ganz was anderes. Weil Kinder den Zauber von Weihnachten noch spüren. Wir sehen ja oft nur den Haufen Arbeit. Das Geld, die Zeit, die wir nicht haben für alles, was wir noch da müssen. Naja, das verdeckt halt oft so ein bisschen den Glanz, den man aber in die Kinderaugen noch sehen kann. Und ich denke jetzt zurück an ein Weihnachtsfest so vor etwa 25 Jahren. Wir haben schon immer viel gesungen in der Familie, du kannst Melanie so gut. Und zwischen Weihnachten und Geschenke auspacken haben wir auch immer gesungen. Wir haben dem Herrgott gedankt, dass es uns gut geht. Und danach haben wir uns ans Auspacken gemacht. Schön langsam, einer nach dem anderen. Einer hat das Namenskarte gelesen und dann hat der Beschenkte sein Backerl aufgemacht und die anderen haben ihm zugeschaut, ganz in Ruhe. Und haben sich dann mit dem Beschenkten gefreut über das, was er gekriegt hat. Und das hat sich dann jedes Jahr ganz schön hingezogen. Bei uns ist ja Gott sei Dank schon gut gegangen, sodass da ein paar Backerl unter dem Tisch waren. Doch in dem einen Jahr, an das ich jetzt zurückdenke, hat sich das ein bisschen gestaut. Das nächste Backerl war der Melanie Ilse. Sie war damals etwa 5 Jahre alt. Jetzt wissen wir halt ungefähr, wie alt du bist. Und hat an dem Abend schon ein paar Spielsachen und was Schönes zum Ozean gekriegt. Und wie Melanie jetzt ihr nächstes Backerl aufmacht, haben wir natürlich wieder alle zugeschaut und gewartet, bis sie fertig war. Sie hat es ausgepackelt und wie das Papier weg war und auch die Verpackung, da hat es so einen seligen Gesichtsausdruck gekriegt. Ein Schminkkoffer. Es war ein kleines Schminktaschel mit Lippenstift und Wimperntusche drin, ein bisschen Rouge für die Augen, die Wangen. Ein Schminkkoffer, hat sie immer wieder gesagt. Ein Schminkkoffer. Das Geschenk hat sie von meiner Cousine gekriegt, das habe ich ihr dann auch gesagt. Das hat der Sonja zu Weihnachten geschenkt. Mei, ist die Sonja lieb. Mei, ist die Sonja lieb, hat sie immer wieder gesagt. Ein Schminkkoffer und hat ihr Geschenk fest ans Herz gedrückt. Den strahlenden, seligen Gesichtsausdruck, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Sie hätte an dem heiligen Abend gar kein Geschenk mehr braucht. Und sie war nicht mehr fähig, die anderen Sachen auszubackeln. Das hat sie dann am nächsten Tag gemacht. Ja, wenn es das richtige Geschenk ist, dann muss es gar nicht viel sein.